Okay Leute, gleich geht's los hier mit der Aufnahme zu Pokémon Sonne. Zu einem etwas älteren Zeitpunkt, denn die Aufnahme, wo ich das damals aufgenommen habe, das ist schon ein halbes Jahr her. Ja, sogar ein bisschen mehr. War irgendwie 2. Dezember 2016. Ja, viel Spaß! Aus dem Titelscreen starten wir heute wieder mal, und zwar mit Pokémon Sonne als Hauptedition hier im Let's Play von Sonne und Mond. Ja, ich denke mal, ihr wisst, was los ist. Mal gucken, wie das Ganze aus Sicht von Pokémon Sonne eigentlich abläuft, wa? Oh, ich bin noch hier. Okay, habe ich abgespeichert. Ja gut, das heißt natürlich erst ein paar Kämpfe für uns und dann noch ein bisschen, also ich hoffe natürlich habe ich abgespeichert, wenn die ganzen Items sind nachher rumliegen. Ja, noch ein paar Kämpfe und dann geht's los. Ich habe abgespeichert, sehr schön. Dann geht's los mit der epischen Szene. Oder der epische Moment, wa? So. Ich denke mal, es sind sowieso nur 3. Ja, natürlich der Endboss noch. Aber gut, lassen wir das mal. Mal noch so wie es ist. Mal ganz kurz mein Team hier im Pokémon Sonne zum aktuellen Zeitpunkt dieser Aufnahme. Geoneo getauscht, da kann man, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, im Dorf der Hapu. Nee, hä? War das schon wieder? Ich glaube, die Stadt, wo man sowieso Vulpix kriegt, oder? Was ist sogar so? Sag mal, also jetzt, nee, nicht Mele. Akal war es auch nicht. Sag mal, so. Ula, genau. Und zwar müsste es hier irgendwo, nicht hier, hier unten. Dorf der Kapo, genau. Hier kann man ja auch einen Vulpix fangen. Und die müssen, glaube ich, auch irgendwie Geo-Rock, was damals noch ertauscht haben gegen Alpollo. Also natürlich zu Geowatts entwickelt, ganz logisch. Und so ist halt so ins Team gekommen. Ja, Linktausch, deswegen steht es nicht weiter. Aber ich glaube echt, es war dort in dem Dorf. Wo man eben auch Vulpix fangen kann. Der Rest, Attacken, soweit normal. Ja, jedenfalls, naja, ist halt Playthrough, von dem her nicht speziell darauf geachtet. Gengar hier noch ganz kurz, weil er noch irgendwas brauchte, vor allem zu Beginn noch gegen Kampf-Pokémon. Ja, weil der hat sonst eine grandiose Kampfschwäche. Spukball, Matschbomben, Surkinese, Schutzschild, obwohl ich hatte ursprünglich statt Geowatts, hatte ich noch Magnetilo-Magneten im Team, eigentlich sogar Magnezone, aber dass er erst später entwickeln kann, ist aktuell Geowatts im Team. So, sowieso physisch, speziell, ist doch geil. Frubi, ja, Frujala eigentlich von Kie getauscht, das war irgendwo dort im Wald, wo man ein bisschen vorher. Auf alle Fälle war es auf der Insel, warte mal, steht doch hier, da Linktausch, verdammt, ich bin dort Level 16. Es war auf der zweiten Insel, ich glaube vor der Wasserprüfung oder vor der Pflanzeprüfung. Ich weiß nicht mehr genau, welches es war, aber dort irgendwo kann man halt, ja, so Pokémon tauschen. Da dachte mir so, warum eigentlich nicht, mal versuchen. Das kann relativ viele Attacken erlernen, deswegen, und weil sowieso physisch drauf ist und so weiter. Ja, why not, wa? Alola Vulnona, ach, ist es nicht schön, eine Perfektion, gut, die wäre es weniger schön. Meine Initiative Spezialverteidigung ist schon geil. KP bin ich auch zufrieden, kein Problem, aber Spezialangriff, wenn der noch ein bisschen um 20 Punkte so höher wäre. Meine Fresse. Ja, aktuell noch Eisstrahl, Zauberschein, glaube ich, die behalte ich. Vielleicht Zauberschein noch was stärkeres, mal gucken. Bürde, bin noch überlegen, ob ich Sonnensensor entfernen soll. Weil Psycho ist vor allem nur effektiv gegen Gift und Kampf. Okay, Gift wird zwar noch vom Vorteil. Allerdings wegen niedrigen Spezialangriffswert bezweifelt sowieso, dass Vulnona ja, da halt one-hitten würde ohne Stab. Und eine Fee-Attacke haut ja relativ gut rein bei Kampf-Pokémon und hat eben auch Stab, war deswegen Sonnensensor vermutlich weg. Anstelle vielleicht Toxin, damit er mit Bürde zusammen halt noch relativ was Starkes hätte. Und eben sie hält ja speziell ziemlich viel aus, deswegen, ja, so ein spezieller Tank mit Toxin wäre schon eine Variante, wa? Oder vielleicht auch was ganz anderes, mal gucken, was es noch alles gibt. Pampros ist zwar scheiße langsam, aber guckt euch mal die anderen Werte an. KP, Angriff, Verteidigung, im Prinzip mehr oder weniger das Gegenteil von Vulnona. Ja, zumindest physisch speziell, wenn man es mal so betrachtet. Fellestärke ist im Prinzip ein eigener Move, wenn man so will. Rambos, weil Pampros ist offenbar sehr, sehr schwer.
Ja, Pokédex etwa 910 Kilo oder so etwas. Und ja, 910, das ist schon so, das haut schon ein bisschen was um, deswegen. Ja gut, Stahl, aber kann es trotzdem gebrauchen gegen Eistypen und so weiter. Dampfwald kommt natürlich nachher mal Erdbeben hin, ist halt für mehrere Pokémon, sprich für mehrere Gegner. An schlecht. Fußtritt hat auch noch was Besseres dann und ja, mal schauen. Unser Start natürlich, wie könnte es anders sein? Fuego, Level 42 bereits, haben leider noch keinen Flammenwurf, den lernen sie jetzt für Level 44. Schade. Obwohl, ihr müsst also als 4. Tag reintun, weil ihr seht es in Werten. Angriff, genial, Verteidigung ist auch gut, Spezialverteidigung auch, KP auch, Spezialangriff ist mir zu wenig für einen Mixed Sweeper. Aber wir sind auch eine Initiative, sowieso gerade schlecht für einen Sweeper. Daher, naja. Dark Lariat, ja, ist jetzt ein eigener Move, ist logisch, deswegen ja auch das Fuegonium Z, das ist ja auch sein eigener Z-Kristall. Genau, natürlich auch epische, Unlicht und so weiter, kann man immer gebrauchen. Durchbruch aktuell noch, das soll er später mal eine ganz, ganz krasse Kampfattacke lernen. Im Sinne von Kreuzhieb und so weiter. Und ja, denke mal, ich lasse sich an eine physische Feuerattacke, sei es Flammenblitz oder so etwas, und dann kommt vielleicht noch Flammenwurf hinzu. Für gewisse Gegner brauche ich schon was Spezielles, das wäre schon nicht so übel. So. Ja, aber eben natürlich auch noch ein bisschen was. Erdbeben, Steinkante, Gyroball kann man vielleicht belassen, mal gucken. War im Vergleich zu Pampros relativ schnell. Jetzt sehen wir im Finale vielleicht weg. Mal gucken, wie es so läuft. Ja. So, kurzes Update. Ich würde sagen, let's go hier. Yeah. Ich mach Kleinholz aus dir, dann muss der Boss nicht mit dir herumschlagen. Ey. Ja, in Sonne sind sie genauso nervig wie im Mond. Yeah. Ansonsten ist der Unterschied zwischen Sonne und Mond, nö. Nicht, dass ich wüsste. Team Skullrüppel war ich raus. Also, keine großen, ne? Vielleicht hier und da mal irgendetwas Kleines, aber ist mir jetzt nichts aufgefallen. Ja, es ist Nacht draußen, ne? Ich zocke gerade auch abends mit Sonne, deswegen stimmt es soweit auch. So, jetzt sowieso lustig. Ach ja, genau, das ist ja jetzt Vorführeffekt und so weiter. Machen wir es mal so. Bei Donnerschlag, ja klar, man kennt es ja. Eben ist ja Lola Geowarts, weil der ist ja Elektro. Das ist ja Gestein Elektro. Sieht zwar scheiße aus, aber Typen kommen ist eigentlich geil. Weil, naja, Gestein Elektro. Apokalyptische Steinpresse. Gut, natürlich auf vielfacher Bodenschaden, ne? Das sind ja geil. Und tschüss, Golbat. Golbat. Team Skullrüppel. Ja, da waren natürlich hier auch ein bisschen Pflege und so weiter. Es geht auch darum, dass ich auch mal die Pokémon ein bisschen zeige. Weil die Pokémon, die ich natürlich hier in Sonne trainiere, sind nicht die gleichen wie in Mond. Also nicht unbedingt. Ja. Also natürlich die Starter ist was anderes. Aber ansonsten lege ich schon Wert darauf, dass ich unterschiedliche Pokémon verwende. Auch damit es für mich halt, weil es hier in Sonne, ganz ehrlich, was ich jetzt hier aufnehme. Wir haben heute den 2. Dezember, wo ich hier aufnehme. Ich glaube, da ist beim Let's Play eigentlich aktuell, wir sind, glaube ich, Part 5 oder 6 raus. Da sind wir noch vor der ersten Prüfung im Mond, also das ist schon ein großer Unterschied von dem her. Und also mir geht ja auch ein bisschen darum, dass ich den Nächten auch ein bisschen was anderes zeige, oder? Und auch für mich selbst quasi einen anderen Wiedererkennungswert habe. Und zwar eigentlich die gleiche Region spiele, aber von dem her doch eigentlich Pokémon jeweils anders. Für den Sponsor von Team Skull tun wir alles. Oha, also ist Samantha Sponsor von... Ja, das stimmt so doch, ja. Eigentlich voll Wissensüberlegs, ja. Team Skull eigentlich voll immer die Bösewichte. Die Ether Foundation, ja, wir tun den Pokémon Gutes. Bäm. Ja, wir tun ihnen nur so lange Gutes, solange wir sie brauchen für die Ultrabestien. Und Team Skull, die arbeiten ja inkognito für uns. Ist cool. Aber jetzt haben wir doch ein Problem. Scheiße. Ich habe gerade einen Z-Move vorführen. Ups. Das ist ja mal doof. Ja, warte mal. Ich will noch keinen Z-Move. Vogel könnte ich auch bringen. Mit Fuß und Kehrtwende wohl. Wenn ich schon das sie bringen, will ich schon eher Tropenkick vorführen. Diese neue Attacke. Was? Pampros, der hat auch einen Z-Move noch drauf.
Vulnona eben noch nicht. Da kommt irgendwann Vulnona rein. Ja, obwohl Radikal greift er physisch an. Wir wissen es halt physisch nicht viel aus und Radikal relativ schnell. Ah, gut, ist er. Ja, ist er. Was sage ich überhaupt? Ist er Unlicht? So. Also denke mal, ich werde Vulnona sicher nicht irgendwie intensiv trainieren und so weiter. Ich finde es einfach echt ein schönes Pokémon. Es kam, ja, sagen wir mal zum richtigen Zeitpunkt. Ich meine, so ein Eis-Pokémon ist immer geil und Eisfee ist sowieso ein Typus, wo du denkst, okay, er kann mal gut trainieren. Speziell ist ja auch was aus, relativ schnell, aber eben damit der Offensive als Viper gar nicht zu gebrauchen, muss echt gucken, und damit Toxin und sowas noch ein bisschen aushören, aber sonst irgendwie. Ja, aber eingebaut, vielleicht irgendwie ein, ja, dann irgendwie überlegt, so mit Eissplitten, aber das ist natürlich doch physisch, das ist doch irgendwie scheiße. So, lass mal drin. Gengar, ach ne, jetzt kommt der Quatsch wieder, wa? Jo, 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 das kann schon was drauf, Mann. Du musst schon geil, geh weiter ab, kann die Revel, lass mir gar nicht das ein. Ah, okay. Und. Ja. Ich bin ein bisschen stärker geworden. Waren all die Tage, die ich gegen die Einzelnen gekämpft habe. Etwa umsonst. Das ist jetzt wie gesagt die Frage. Ich sag jetzt das am 2. Dezember. Ich glaube, bis ich am Mond so weit bin, irgendwie bei Part 50, 60, keine Ahnung, dass wir vermutlich noch irgendwie Januar, Februar werden. Wie quatsch bis dahin, Bromley? Na, mal gucken. Ja, keine Gnade, ich bin ein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große, böse Bromley. Dem Grünschen habe ich aber eine Lektion geteilt, die er so schnell nicht vergessen wird, die uns da weggelaufen, weil er unbedingt stärker werden wollte. War der Burschen irgendwie, das soll wir uns arbeiten lassen, aber das hat seine Grenzen. Sich gegen die eigene Familie aufzulehnen ist einfach uncool. Hä? Eine Familie? Ich dachte, ich bin davon ausgegangen, dass die andere Frau, die mit der, die wir vorhin noch gesehen, also vorhin, ja, beim Mond halt, versteht sich, mit der Brille und so und beeindrucktem Vorbau, sag jetzt mal. Mit den braunen Haaren, die so doch gekümmert hat oder gesorgt hat, dass die eigentlich eine Mutter wäre. Obwohl, warte mal, die Haarfarbe. Hä? Jetzt wahnsinnig? Und als erster bist du dran. Du bist mir schon länger ein Dorn im Auge, wie eine Klette, die man nicht abschütten kann. Aber heute verpasse ich dir einen Dämpfer. Ja, sorry, vielleicht habe ich dann im Mond mittlerweile, sprich, das wäre die letzte Folge. War so verwirrend. Einfach damit Problem mittlerweile anders gesprochen und so. Wer weiß. Ja, yeah, Mann! Skullboss Bromley! Der 4 Pokémon, okay. Oh, Tektas. Ja, also, irgendwie sieht das Pokémon, also sprich Tektas, sieht irgendwie cool aus, aber irgendwie auch total eklig, hey, wie so eine mutierte Küchenschabe. Alter, gut, ich hatte mal da als Kind ein bisschen Horrorerlebnis. Ja, Horrorerlebnis. Ja, wenn das so ist als Kind, das heißt ja, Horrorfilme erst ab 16, 18. Was machst du als 8-Jähriger, wenn du mal eine Gelegenheit dazu hast? Natürlich, du guckst dir so einen. Das war irgendwie so mit mutierten Käfen und so weiter. War schon ein bisschen eklig. So, eine Geistattacke. Ewige Nachschau macht die. 160. Kannst du auch sehen lassen. Scheiß Move, ey. Also, dass die Moves sein müssen. Ich hoffe, die werden irgendwann noch komplett rausgenommen in Generation 8 und 9 oder so etwas, weil ich finde die einfach so unnötig. Machst du beide Dinge auch bei der Mega-Entwicklung? Nein! Scheiße, hat's überlebt! Ja gut, muss weg. Ja, so eine eigene Fähigkeit. Ach ja, das hat Käferattacken drauf, tun die weh unter Umständen? Nee, gar nicht. So, tschüss, Psychokinese. Ai! Uff. Natürlich Tastflug nicht aktiviert, ist logisch. Nee, komm. Wenn ihr schon so einen Quatsch raushaut. Ja, komm, wenn beide schon physisch sind. Dann bring doch mal Pampros zurück ins Rennen. Warum? Na, wegen seiner geilen Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich
wurden auch schon Pampos trainiert, oder versuch mal. Aber Zeke hat jedes Mal mit Pampos getroffen, wird, egal ob von einer speziellen oder physischen Attacke. Er erhöht seine Verteidigung um eine Stufe. Jedes Mal, das ist so abgefahren, krass geil. Bis dann natürlich mal eine spezielle Attacke kommt. Dann bringt es natürlich nichts, ist logisch, aber trotzdem. Ja, wir sind halt auch ziemlich langsam. Gengar! Traumfresser? Und Hypnose ziemlich nutzlos. Ist eine Psychoattacke, aber nö. Ich meine, sorry, solange Hypnose eine scheiß Trefferquote von 60 hat. Ja, das Vieh ist aber auch Wasser. Wenn es irgendwie speziell angreift, bin ich total weg. Und zwar sofort. Oh, Fälle-Stärke, genau, bringt natürlich gar nichts. Pampos ist hier total die scheiße Wahl. Ich mach's trotzdem. Ist physisch! Oh. Das war knapp, Mann. Mit einem KP überlebt. Ja, leck mich doch am Arsch. Verarsch mich doch komplett, ey. Mit einem KP überlebt. Man denkt aber schon im Level her, also so schwer sind die gar nicht. Man unterschätzt das echt noch schnell, ne? Dass die Gegner jetzt auch so stark werden. Ich meine, es gab eine Phase, also gut, dann haben das vor allem noch den EP-Teil angehabt. Aber da gab es jetzt eine Phase, wo ich ein Kind überlegen war, oder? So 2-3 Level darüber, teilweise sogar 5 Level. Wird das EP-Teil mal ausgeschaltet, bäm, überhaupt nichts mehr darüber. Hier sogar darunter. Das ist natürlich schon krass. Och nö. Masquerade bringt Fluch und Segen. Und Akrobaten macht natürlich doppelten Schaden, weil ich kein Item habe. Oder was doppelter, oder? 1,5-fache Scheiße! Frubi! Das war nicht so geil. Das ist das letzte, glaub schon, war. Bring mir mal den Champ rein. Oh ne, noch gar nicht. Okay, was sagt. Doch, Käfer ist doch effektiv gegen Unlicht. Ich mach's trotzdem mal. Ja, normaler Schaden. Das kann man jetzt doch überraschen, sowohl die Verbrennung als auch der Schaden. Hä? Dann ist das Vieh gar nicht mehr Käferwasser, wa? Ja, Käferflug vermutet, Käfergift, so etwas in der Art. Von Ego, ey. Nein, machen muss er nichts mehr. Doch, knapper ging es wohl nicht mehr von Ego, wa? Pinsir, natürlich, das Pokémon, was so verdammt schnell ist. Lass mich ran, das Teil hat dann noch eine Kampfattacke drauf. Ja, ist klar, ich hol dich ja schon raus. Ich sag ja, es ist nicht so einfach, wie es gerade aussieht. Und vor allem, wie ich finde, die Level zwischen Inselkönig, die geht so rasant nach oben. Oh, es ist ja... Ja, physisch auch, Entschuldigung. Ne, ich dachte gerade einmal, es ist das nicht das Pokémon, das... Ja, genau, das ist natürlich... Eisfee. Fee effektiv gegen Kampf, kein Problem. Eis eher weniger, deswegen neutraler Schaden. Doof. Ist auch noch heilen? Nee, scheiße. Ja, wenn Geowarts reinbringen, bringt da gar nichts. Pinsir eine Kampfattacke und Geowarts... Ja, schreit Aua, Aua. Im einen Pampos ist ja kein ständig hochboosten gegen physische Angreifer. Das bringt denen überhaupt nichts. Die kommen dann nicht mehr vorbei an dieser Wand. Aha, das Gewicht mal nicht unterschätzen. Mal gucken. Ich wollte schon sagen, kein Volltreffer bitte. Tja. Man sieht's mal wieder, Freunde. Alter, gibt's nichts. Man sieht's mal wieder, Freunde. Man darf dieses Pflegen nicht unterschätzen. Das kann Pokémon vom Tod retten.
Scheiß Musik, hey. So. Jetzt mal langsam Volltreffer, egal, weil jetzt bin ich so geboostet. Alter, mit 3 plus. Ist alles nicht effektiv, aber muss trotzdem bringen. Pinsir macht die Kreuzschere, die keinen Schaden. Alter, der Hinter ist Pampros einfach nur Uber. Einfach nur Uber. Aber eben, weil es halt nur physisch ist. Aber sag mal, wenn du den Gegner so ausstecken kannst, wegen, jo, es hat nur noch physische Pokémon und nichts, das Pampros effektiv trifft, ey. Der haut dir da alles weg. 43, Dankeschön, Fuegro. Was stimmt nicht mit dir? Ja, mit dir nicht, warum kannst du nicht machen? Aha, sprechen wir uns selbst. Ja, nee, ist klar. Probli! Was treibst du denn da? Der fragt doch selbst. Ah, tut er ja. Ich habe keine Wahl. Na los, geh schon. Du kleiner Schwächling, ey. Du hast wohl besiegt, toll gemacht, Mann. Sollst du noch Samantha finden? Ist doch geil. Ja, schließ besser zu dir. Schließ besser zu dir. Ja. Irgendwo hier war noch etwas. Nicht was da. Und zwar müsste hier noch eine Zygarde-Zelle sein. Scheiße, nur tagsüber oder was? Ich hoffe, wir kommen wieder zurück. Weil, ja, damit ich halt wusste, dass hier wieder so eine spezielle Szene ist, die ich aufnehmen kann, habe ich natürlich schon mal gezockt bis hierhin. Also noch ein bisschen weiter, aber jetzt, ja, nichts, was mich gerade selber entlarven würde. Also einfach doch, ja, Gott sei Dank. Ist sie hier? Okay, hier ist die Z-Zelle. Z-Zelle, Zygarde-Zelle. Noch Kern, kommt ja unwahrscheinlich. Gut. So, passend draufgegangen. Krass, der Fight war. Es wippt. Ja, es wippt. Alter, Fuego viel KP. So, wir hoffen, dass wir im nächsten Zug dann. Also, im nächsten Zug. Mann, da bin ich hier bei Yu-Gi-Oh! Dass ich halt in der nächsten Runde mal Fuegros Move einsetzen kann. Wäre schon geil. Also noch Z-Move, ja. Weil ich glaube, dass sein Z-Kristall, den kriege ich hier in Mond, den Zappen noch gar nicht, da geht er später. Ja, weil dann natürlich auch Flammier und so trainiere. Oder im Team habe zumindest, vielleicht jetzt nicht mehr, mal gucken. Aber trotzdem, bis ich das mal zeigen kann, wäre hier vielleicht schon mal geil. Okay, let's showdown. Oh, Michael, dich habe ich eine Weile nicht mehr gesehen. Ich kann es kaum glauben. Du bist gekommen, um uns zu retten. Vielen Dank. Ihr kennt euch also? Ein talentierter Trainer wie Michael gibt es mit jemandem wie dir ab? Das ist mehr als enttäuschend. Alles wird so fies. Der Cosmo retten! Auch wenn du damit nicht einverstanden bist, Mutter! Oh mein Gott! Wie hast du mich gerade genannt? Mutter? Ich hatte vielleicht mal, Alter, der Blick, vielleicht mal eine Tochter und einen Sohn, das mag schon sein. Aber das war, bevor sie meine Liebe ablehnten und mich verließen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Lily. Gibt es eigentlich irgendwas, das du kannst? Mich überzeugen kannst du schon mal nicht. Boah, die eigene Mutter, die ist dein. Das heißt, einen Trainer hast du auch nicht. Ist das irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Gold, Silber, Kristall Reloaded, im Sinne von wegen Silber. Von Giovanni und so weiter. Wobei, die natürlich nie ein drittes Gespräch miteinander war. Das war ja nur ein Gold, Soul Silver, theoretisch ein Event, was es nur in Japan gab, wegen, ja, Events halt. Aber heimlich Versuchsmaterial entwenden. Oh ja, das kannst du. Du hast nur ein Auge für das Hässliche. Was dir fehlt, ist der Sinn für das Schöne. Aber egal, das ist jetzt nicht mehr wichtig.
Du bist hier, als darfst doch zusehen, wie ich meine wunderschönen Ultra-Bestien herbeirufe. Wunderschön? Die sehen, als wären die irgendwelche Monster aus Power Rangers. Also, die sehen sogar ähnlich als, die sehen sogar in Digimon ähnlich als Pokémon. Das wär's noch, weil wir plötzlich Digimon auftauchen. Ich bitte dich, Mutter. Vor allem Digimon wird irgendwelche Typen haben. Ein Fee-Digimon. Oh ja, da gibt's ja Piximon. nee, bitte nicht. Kein Crossover-Pokémon Digimon, das gibt nur Probleme. Ich bitte dich, Mutter. Du darfst Cosmog nicht für die Ultra-Besten aufopfern. Das sage ich nicht, weil ich egoistisch bin. Wenn du Cosmog benutzt, um einen Ultra-Fall zu öffnen, wird er sterben. Ja, das ist gut möglich. Alter, wie verlogen ist die? Von wegen die Ada Foundation. Ja, ihr seid alle meine Lieblinge, ich will euch alle beschützen. Was? Es stirbt? Ja, ist ja scheißegal. Schließlich werde ich es gewalten zu bringen, seine Kraft einzusetzen. Tja. Teleporter, in die guten alten Zeiten. Wäre es mir eine richtige Tochter gewesen, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Vielleicht aber auch nicht. Alter. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Michael. Ich weiß, dass ich dir schon wieder um Hilfe bitten muss. Ich flehe dich an. Bitte muss Wölkchen retten. Und rette Cosmog. Ich gehe ja schon. Schnell müssen sie am Ende folgen. Sie ist in diesem Dings da verschwunden, Mann. Diese crazy Bitch. Was ein hässlicher Witch. Irgendwie schon, wa? So. Oh, Lily ist auch da. Wo sind wir hier? Wo ist Cosmog? Na los, kommt schon her zu mir. Kommt her, in euer Verderben. Samantha, mach mir Angst, mir schlottern richtig die Schallkreise. Down, der Ausgang jetzt, wa? Wo sind wir hier? Sag du mir, du bist die Tochter. What? Na, was sagt zu meiner kleinen privaten Sammlung? Meine über alles geliebten Kinder sollen bis in alle Ewigkeit überdauern. Ah! Flagmon. Flag. Pikachu! Das andere weiß ich den Namen nicht mehr auswendig. Nein! Was? Die sperrt die alle hier ein? Nach meiner wunderschönen Ultrabesten diese für sie fremde Welt rufe, sind sie sicher erst einmal verunsichert, verwirrt und gereizt. Aber sie in einem kleinen Kasten wie diesen hier einzusperren, wäre einfach nur grausam. Sie sollen ihrer Wut freien Lauf lassen, könnt natürlich für die Ultrabesten aus einer Welt, da hat sie Verständnis, natürlich. Denkt sich, die sind wunderschön, ich finde sie wunderschön. Ja, sollen ja erstmal alles ein bisschen verwüsten, ne, das ist geil. Der Rest, der kann von mir aus krepieren. Ich will, dass sich hier Nalol nach Herzenslust austoben. Hey Michael, hör auf zu grinsen! Schluss mit lustig. Und, warte mal. Lily, okay. Ja, vom Gesicht her vielleicht eher weniger ihrer Mutter. Ja, Farbe, ja. Die Frisur mit bisschen modifizieren, ja. Aber eher Gladio. Ja. Wieso fällt es mir das jetzt auf? Die Frisur. Das recht verdeckte Auge. Wie bei ihr. Mensch, bin ich doof. Es geht dir gut. Mensch, bin ich erleichtert. Sieh an, du auch hier, lieber Tali? Fromli ist einfach kein Verlast, ja. Ja. Ich bitte dich. Du darfst keine Ultrapforte öffnen. Die Ultrabestien dürfen nicht hereinkommen. Krass, wa? Bin ich ausgerechnet zu Team Skull, die ja für sie arbeiten. Erst platzt meine Tochter rein, die mir meinen Cosmog gestohlen, jetzt auch noch meinen Sohn über meinen Typ 0 geklaut. Was ist überhaupt so ein Name, Typ 0? Ich habe es stets zu meiner Liebe gegeben, doch ihr habt es mir mit Verrat gegolten. Ihr habt kein Recht mehr, etwas zu bieten. Jetzt bin ich aber sauer. Tochter? So? Warte mal. Sie ist eine Mutter! Ja, so ähnlich hat Goku damals auch reagiert. Bei Trunks wegen, ja, Vegeta, Bulma, beide meine Eltern, Was? So. Das war vielleicht mal mein lieber Tali. Aber diese Verräter wandten sich von mir ab. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Nichts spielt jetzt noch eine Rolle.
Wenn ich die Ultra-Bestien rufe, wird die Welt zerstört werden und niemand, nicht mal Zygarde, kann es verhindern. Der Kunststück sind noch nicht alle 100 Zellen beisammen. Die Gase von Cosmo, die wir gewinnen konnten, bevor Lily es gestohlen hat, haben bereits ausgerannt, um eine Ultra-Pforte zu öffnen. Nicht wahr? Du bist scheiße, Mann! Wie viele Ultra-Pforte ich wohl öffnen kann, wenn ich alles aufbrauche, was in seinem kleinen gefangenen Körper steckt. Ja, es ist so aufregend, so geil. Und wie geiler es noch wird, liebe Zuschauer des Let's Plays. Das werde ich, die liebe Samantha, euch in der nächsten Folge verraten, hier beim Let's Play zu Pokémon Sonne und Mond. Aus der Sicht von Pokémon Sonne werden wir die Ultra-Pforte öffnen und die Ultra-Bestien willkommen heißen. Die zum Teil sogar anders sind als im Mond. Oh yes. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal machen wir diese Bitch kalt und... wobei, vielleicht doch nicht. Ja, keine Ahnung. Was machen wir überhaupt? Hilfe!